Et waren Wahlen zu Lützeburg an net nimmen an der Regierung huet dat Änderungen mat zech sprot. So huet net Manner wie 3 Gemengen ha im Süde vum Land de Bürgermeesterposte gewieselt. Mehr vom Ulzigkanal will ich an den nächsten Wochen die 3 neue Kap von der Gemeinde Monnerich Deverding an Esch 4 stellen. Der nächste Porträt aus dem von Christine Schweich. Sie ist die jüngste Bürgermeisterin von den 3 Gemeinden. Sie hat dem Kanbrats erklärt, wie sie so fühlt, wenn von heute auf die Responsabilität von der ganzen Gemeinde Monnerich an die Hand gelegt kriegt. Ich habe nicht nur mit Team über seine Verantwortung geschwärzt, ich wollte auch von der Verkotin wissen, wie die Stadt alles ergehen hat. Madame Schweich, wie viel der ist als frisch gebackene Bürgermeister? Ja, das ist ein komisches Gefühl, es sind viele Emotionen, die auf mich stoßen. Das ist eine große Responsabilität, aber das ist auch eine große Ehre hier an der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, wo ich immer gewohnt habe, wo auch meine Eltern und meine Geschwister wohnen, Bürgermeister zu sehen. Ich hatte mir nicht erwartet, dass ich mit 30 Jahren Bürgermeister hier gehen kann. Aber das ist so und ich will den Challenge gerne nehmen und ich bin gespannt, was alles auf mich stürken. Wie gestaltet ihr Arbeit als Bürgermeister? Schafft ihr eng mit dem früheren Bürgermeister und mit dem neuen Innenminister Dan Kersch zusammen? Oder so dir ich ziehe meine Dinge allein durch? Also ich muss da ehrlich sagen, denn Dan Kersch hat mir versprochen, dass er immer für mich da ist und dass ich immer anrufen kann für Frauen, die ich schon oder wenn ich gerne seiner wie hätte. Und ich meine, dass ich auch in Zukunft werde auf ihn zurückgreifen. Aber konkret eng zusammen mit ihm geschafft habe ich bis noch nicht, weil ich sehr recht neu an meiner Funktion und ich muss mich mal an Dossier anschaffen und gucken, wie die Gemeinde ganz organisiert ist und auch ich muss mich gewinnen mit den Funktionären und Arbeiter, die hier arbeiten und sie sich auch um mich und ich meine aber in Zukunft werde ich trotzdem heute zu sehr rot freuen. Wie sieht dann die Zukunft von Monnerich aus? Die Zukunft von Monnerich sieht sicherlich an demselben Geist aus, wie sie bislang gegangen ist. Für 2 Jahre sind die Chefs gehen und dann haben wir zusammen mit dem demolischen Chefrat eine Chefratserklärung gemacht. Also Schwerpunkt liegt ganz sicher Wohnungsbau, sowohl für Junker wie für Alle. Und da lassen wir auch immer den Akzent drauf. Und der neue Chefrat, der wird auch so weiterführen in der Menge Erledigung dann. Ich meine, das war die größte Frage und die größte Herausforderung, die ich mir überhaupt gestaltet habe. Ich muss meinen Beruf weiterführen. Ich bin als Salarié wäre ich 21 Stunden auf der Gemeinde freigestellt, aber ich bin eben independent, wie der gesagt wurde. Ich habe meine eigene Etude seit einem Jahr und Zeitmanagement ist die größte Challenge, die heute gefordert ist. Wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht zu diesem Zeitpunkt, aber ich werde mein Bestes machen, für alles unter den Hut zu kriegen. Was persönlich verbindet ihr mit Monnerich? Ganz persönlich bin ich, wie gesagt, hier aufgewachsen. Ich bin hier an die Schule gegangen, schon hier mit Kollegen, ich bin hier an die Scout gegangen. Ich hole aktiv Leben hier zum Monnerich Stil und ich wohne noch an der Gemeinde. Und da verbindet mich ganz viel davon. Da schon, wie gesagt, an meinem Leben nicht an Zujanisch gewohnt ist, an meiner Uniszeit. Und das ist mein Zuhause. Ist nicht alles ein bisschen zu sehr gegangen? Wenn das persönlich auf meine politische Karriere bezieht, dann muss ich sagen, effektiv, das ist alles ganz schnell gegangen. Ich sage noch zu meinen Kollegen, dass mein Leben im Moment ein TGV ist, weil es geht wirklich ganz schnell. Ich bin für 2 Jahre arbeiten gehen, ich habe für ein Jahr meine eigene Etude abgemacht, und jetzt bin ich der Bürgermeister. Nie am Leben hätte ich mal geduld, mit 30 Jahren Bürgermeister zu gehen. Und effektiv, das ist schnell gegangen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es vielleicht gerade so gut, dass es so schnell geht, weil dann habe ich meiner Zeit für mir viel Fragen zu stellen und wenn ich in kalt Wasser gehalten geht, dann lerne ich am besten schwimmen. Für was hat ihr an ihrer neuen Funktion am meisten Respekt? Ich meine, das ist eine Frage, die ich mir auch gestaltet habe und die viele Emotionen bei mir ausgelöst hat, weil da einfach ein Tag ist, wo ich nicht genau weiß, was ich durchkomme. Ich war 2 Jahre arbeiten und ich habe da einen Abblick gekriegt an das Funktionament der Gemeinde. Aber vom Gesetz her sind viele Sachen, die allein an der Kompetenz vom Bürgermeister sind. Und diese Sachen, an diese Projekte muss ich mich anschaffen und an diese Responsabilität muss ich mich anschaffen. Ich bin mir bewusst, dass ich extrem viele Responsabilitäten habe am ganzen Dorf. Und da ist einfach ein gewisser Respekt, ein gewisser Inconnu und eine kleine Angst gehört dazu, das kann ich in seiner Arbeit nicht ganz gut machen. Was hat dir im ersten Moment gedauert, wo dir hören hat, dass dir Bürgermeister Gift ging? Hat sich das schon für Drohnen rauskristallisiert oder war der auch selber überrascht?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selber überrascht war, weil ich nicht der Garagen tun, auf jeden Fall nicht zu diesem Zeitpunkt. Und effektiv den Tag nach den Landeswahlen, den 21. Oktober, als das ein erste Kehr an Gespräch geworfen gehen, ein erste Kehr gesucht gehen. Und dann haben sich mir natürlich immens viel Frohe gestellt. Ich schon am Anfang gedacht, nee, das kann nicht so sein. Schon viel mit dem früheren Bürgermeister Dan Kersch geschwärzt, aber auch das war alles nicht ganz klar. Und die Leute haben natürlich auch viel Rümmeren verbreitet und sie haben sich das alles vielleicht so zusammengeräumt, eben auf Basis von den Wahlresultaten, die da waren. Und wir waren uns aber ganz klar eins hier am Schafferrot, dass eben ich gebe Bürgermeister gehen aufgrund davon, dass den Herr Jean Orlando, den ersten Chef ist, und dem durch gewählt wird, Bürgermeister zu gehen, dass den auf sein Mandat verzichtet wird, weil er gesagt hat, wir werden nicht von 50 Jahren durch von 60 Jahren ersetzen, wenn wir von 30 Jahren drin haben. Und dafür muss ich ihm einen großen Respekt ausschwätzen, weil das nicht für ihn, den das machen. Und bon, dann ist natürlich gesagt gehen, okay, Christine, du bist in der Reihe, das ist ein eher für mich, wie ich gesagt habe, und das ist auch ein ganz großes Inconnu. Aber wie gesagt, der Moment, wo effektiv die Emotionen alle Guten zum Vorschein kommen sind, das war auf unserem Landeskongress von der LSAP, wo eben Kap op Ministerposten gesagt gesehen, wo Herr Dan Kersch eben als Innenminister konfirmiert ginners an von dem der Runnas hier noch nicht mehr op der Gemenge an den Hünnerschein müssen Truder überholen. Welch den Ärer Meinung nur der Jung zur Politik? Der wird gesehen, dass nur diese Landeswahlen effektiv viele Junker auf verschiedene Posten kommen sind. Wir haben ein paar Junker, die an der Chambre noch geregelt sind. Der sieht auch, dass wir einen jungen Bürgermeister zum Mondorf haben, der noch an der Chambre ist. Und war schon auch recht stressig Jahre. Und effektiv meine ich, dass es wichtig ist, dass die Jungs sich engagieren und dass sie merken, dass wenn sie mit Engagement dann ein bisschen näher gehen, können sie auch Posten an der Politik besetzen und das nicht nur so, dass die Miela Leute just Bürgermeister schaffen oder Deputierte können sein.